sind in unserer Galata-Serie und ich dachte ein klein bisschen an, was für ein Vorbild können ich ans Mund von dir, haben wir den Punkt merken, über was ich reden will von dir. Und die Beispiel, was mich befallen ist, wer wir sein, die wie eine Person, was sehr scheinen gehen, mit einem Bicycle alle wegen Hand fahren. Und wir wissen, das sind die Menschen, die dort scheinen gehen, und sie fahren mit einem Mehl am Tag, fahren sie auf ein Bicycle. Das sind die, die nicht in Vorricht haben, besonders die, die in der Stadt wohnen, die Bus und Bicycle haben, und die brauchen Bicycle alle wegen Hand fahren. Und wer wir sein, diese Person, die haben ein Appointment in Toronto in 5 Stunden. Und dann wurde klar gesagt, die muss bei diesem Appointment sein, und wenn die nicht bist, dann wird es Trouble geben. So ist eine Person, die jetzt sich den Bicycle holen, von hier bei Leamington nach Toronto fahren, er wird niemals merken in 5 Stunden. Und dann hat eine Person das vor dich in der Chor anbieten, dort hat vor dich kommen Brücken, um nach Toronto fahren. Und mit einem Chor 5 Stunden nach Toronto wird leicht getan. Dann fängt er an mit diesem Chor, fahren, ab 401, und fängt einer an, diese Person hat das nicht nach Toronto gemerkt. Dann fährt einer dort mit nur und sein, was erst passiert, und dann fängt einer die Person ab der 401, wartet auf sein Bicycle und probiert nach Toronto zu fahren in 5 Stunden. So erst für Christen, wird anfangen dann, in Gnade, sie bekehren sich, geben sich an Jesus Christus. Aber wenn die Gnade und die Glauben nicht mehr ganz gut ist, dann gehen sie träge. Wir proben Gott zu befriedigen, proben, durch das Gesetz. Will von dir sein, wo die Gesetz kort kommen wird, um uns zu Gott bringen, und wo wir reich sind, bloß durch Glauben. So wollen wir ein klein bisschen durchgehen, was ist passiert. Wir fangen von der in Galata Kapitel 3 an, erste Vers bis 14. Vers. Wir wollen mal sein, was hat Paulus von geredet, was nu? Die ersten 2 Kapitel. In den ersten Kapitel hat Paulus uns klar gewesen, dass das Evangelium kommt von Gott. Das ist nicht, dass Menschen abgemerkt haben, das kommt von Gott. Und was ist das Evangelium? Das Evangelium ist der gute Nachricht, dass Jesus Christus ist gekommen, uns zum Raten. Und dieses Evangelium gibt uns der gute Nachricht, dass Jesus Christus ist auf dem Kreuz gestorben für unsere Vergebung. Das Evangelium gibt uns der gute Nachricht, dass Jesus Christus ist von Daut abgestanden, uns nicht Leben zu geben durch die wahre Geburt. Und dann das 2. Kapitel sei wie wo der Gesetz kommt kort. Die Gesetz wir in ein Bund, was Gott merken deit mit Israel. Wodurch Gott versprechen deit, dass er einen Rat schicken durch Israel. Das wir in einem System, wodurch Israel bewiesen deit, dass sie in das Bund wären. Und dann, wann Jesus kam, er vollbrach diese Gesetz, und nu ist der Raub für alle von uns, um durch Glauben nach Jesus zu kommen. So, wir wollen von dir in Galata Kapitel 3, die erste, was 14. Vers durchgehen. Wenn ihr die Bibel mit haben, werden wir aufdecken, was die Versen. Er fängt hier an in den ersten Versen, er sagt es dort. O Galata, wo habt ihr so wenig Vernunft? Wer hat ihn besäbert, dort je nicht nur der Wahrheit horchen? Und wieder in der ersten Part von der 3. Vers sagt er auch, sind je so verdreht? In Englisch sagt er, who bewitched you? Wer hat ihn angeschmiert? Wer hat ihn verletzt? Er nimmt ihn hier sehr streng fair, für was sie getan haben. Was ist dort, dass er so schlimm über wir? Dort je nicht nur die Wahrheit horchen. So, was ist die Wahrheit? Dann sage ich wieder in der 2. Part von der 1. Vers, sagt, jünt es Jesus Christus verjemult worden. Dort je am schier an Kreuz sein können. So was Paulus hier sagen, der je weiten besser.
Und wo viele von uns weten nicht besser, aber doch, wir sind einmal versagt, wir wollen gehen, nur dort, wo wir weiten, haupt uns nicht. Er sagt, für ihn als Jesus Christus klar vergemalt. Wir verstehen, wer Jesus ist. Wir verstehen, was Jesus Christus hat getan. Und wir weten nicht gerade, wo viel von der Hand wörtlich Jesus Christus am Kreuz sein mit ihren Augen, aber sie verstanden klar, zu was Jesus Christus zum Kreuz ging. Sie haben am klar können sein. So was tut Jesus am Kreuz? Am Kreuz starb Jesus Christus, um unser Sündenlohn betonen. Der Sinn, was wir wurden angetan, der Sinn, wo wir nüchtern sind, und der Sinn, was wir wollen nachtun. All der Sinn hangen auf Jesus Christus am Kreuz. Wie hat Jesus Christus klar konnte sein? Wie wir Jesus angenommen haben für die erste Mal? Wie wir bekehrt sind? Wie wir wiedergeboren sind? Wie hat Jesus Christus lernen können? Ich glaube, das ist vielleicht wichtig dann, dass wir die Frauen, so steht, vielleicht sind die Söhne von dir, was das horchen dann, was die Evangelium nicht klar verstehen. Vielleicht sind die Söhne von dir, was nicht Jesus klar gesehen haben, und arm gekreuzigt gesehen haben. Jesus Christus ist erst gekommen, das ist unser Radar. Er hat gestorben auf dem Kreuz, so dass der Sinn, was wir uns, der Lohn, was wir uns verdient haben, durch unser Sinn, wir dürfen den nicht tun, wenn Jesus den betont hat. In der Bibel lehrt uns, wenn wir uns glauben sollten und dort, was Jesus getan hat für uns, brauchen wir nicht verloren gehen. Aber wir können das weiten, dass wir dort ewig Leben haben. Das ist, was das meint, dass wir Jesus klar gesehen. Wir verstehen, was das meint, dass er am Kreuz war. Und dann wieder sagt er, in der zweiten Vers, das eine will auch noch doch von Jüd weiten. Habt ihr den Geist gekriegt, dadurch, dass ihr dort gesagt hielten, oder durch die Predigt von Glauben? So was Paulus sagen wird, ist hier erst ein Verständnis von der Evangelium. Wir haben ein Verständnis von was Jesus für uns tut. Wieder, wir haben doch belebt, was Gott in uns tut, durch den Heiligen Geist. Die Bibel lehrt uns, und je wir Jesus Christus nur vor ihr sind, je wir weitergeboren sind, je weiten dort, dass Gott merkt in der Nähe, ein Mensch nie eine Person, wenn er sich bekehren wird. Johannes Kapitel 3 nennt das die Wiedergeburt. Und das ist, wenn der Geist in der Person dort, wo Fleisch wird, dort, wo Daut wird, Rüt nehmen wird, und einen neuen Geist in eine Person ansetzen. Dort, wo geistlich Daut wird, abgewagt wird, und geistlich nie und lebendig ist. So, er fragt hier, ihr habt das belebt, warum würdet ihr dann nicht zurückgehen in ein ordentliches System? Warum würdet ihr zurückgehen zu dort, wo keine Kraft hat? Wieder in der 5. Vers sagt er, der jünt den Geist, regt ein Wundermann wirkt. Dort durch das Gesetz halten oder durch die Predigt, der von Glauben kommt. So Paulus sagt hier, diese Botschaft, das Evangelium, was wir hier sein tun, als eine Predigt von Glauben. Sag wer weiter von dir, das ganz klar merken. Und ich weiß, das ist ein Thema, wo ich immer reden darf. Meist jeder Sonntag. Und das ist das. Du hast keine Radung. Bitte Jesus Christus durch Glauben annehmen. Du hast nichts, was wir können ungefähr, wir können nicht verschaffen. Du hast bloß, was Gott durch Jesus Christus hat getan für uns, wodurch wir selig sind. Und dort können wir bloß in Glauben annehmen. Wir können uns das nicht verdienen. Du sind nicht genug gute Dinge, was wir tun können. Du sind nicht genug Menschen gesagt, was wir abmerken können, dass Gott genug ist, dass Gott uns Antwort nehmen. Wir sind bloß durch Glauben angenommen in Jesus Christus. So, er fragt hier, und habe ich diese Wunder gesehen durch die Gesetz oder durch die Geist?
In Englisch namen wir das gesagt, frei und rhetorical question. Je Männer weiten, wo das schaffen wird. Der Frühbrück bis für Frauen, wenn man sich smars antragen wird, eine Frühfrüh, weißt du dort wörtlich, Brücken mag Menschen, dort, was die angetragen hast. Dort ist nicht eine Frau, dort ist was sein, nicht so? In Englisch sagt, are you going to wear that among people? Na, wie viele Männer haben uns dann ordene Kleider antragen? Das ist, was Paulus hier tut. Er tut nicht so frei und dort, er will weiten, dort sie die Klarheit haben, er tut entfernen, für wo sie Fehler merken. Aber dort verloten, was Kraft geben tut, nur dort, wo kein Kraft hat und kein Kraft hat. Sie haben so viel durch den Geist belebt. Und viele von uns sind so. Wie viele Wunder haben wir nicht belebt? Viele von uns können zurückdenken, paar Jahre, mehrere Jahre, nur eine Zeit, wo sie nie im Glauben wären. Und wo lebendig Gott wir in ihrem Leben. Und wo es Wunder sein wird. Und nochmal erst für wir Christen von einer langen Zeit sein, wir waren mit so Fleisch, Leibwurm. Und dann ist es nochmal schwer, nicht zurückgehen, nur proben Gott zufriedenzustellen, proben durch Regeln und Ordnungen. Und dann dritte Vers wieder sagt er, sind ihr so verdreht, im Geist habt ihr angefangen, und recken ihr nu im Fleisch vorig zu merken? So was er hier sagen wird, ist das. Die werden gerat, die werden nie gemerkt, die sind wahrgeboren durch den Geist. So das ist nicht, was wir können im Fleisch tun. Keine Person kann abstehen, abwagen einen Tag und sagen, von der ist der Tag, wo ich wahrgeboren worden. Jeder fährt einen Stuhl, holt sich aus, stellt taub, wahrgeboren. Das ist nicht, was das schaffen wird. Das ist bloß Jesus, oder das Annehmen, was Jesus getan hat für uns, und der Werk, was der Heilige Geist in uns tut, wodurch wir wahrgeboren sind. Das ist nicht, was wir durch Fleisch können. So er fragt hier, ihr seid gerat durch den Geist seine Arbeit. Ihr habt im Geist angefangen. Das ist eine Bekehrung, das wurde anfangen erst. Und nun, wenn wir Jesus Christus nur folgen tun, er sagt, wo ist es dann merkt, dass wir nicht proben, wenn der Anfang so gut wäre, proben Jesus Christus in uns ihnen Kraft nur zu folgen. Das ist dann Krax aus der Person, die probt von hier, anzufangen mit einer Chor nach Toronto zu fahren, und dann, wenn er an Wach ist, sagt sie in der Chor sieht, und klappt ab den Bicycle ab, probt nach Toronto zu kommen. Wir haben angefangen im Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist in jeder Person, was Jesus Christus angenommen hat im Glauben. So der Fleisch hat keine Kraft, um uns selig merken. Jesaja Kapitel 4, der redet von, wo unsere beste Wolken sind so schwinche Kadash. Und dort, was wir tun, uns bastet ist nicht gut genug. Uns Fleisch kämpft hart. Und das ist niemals Gott sein Plan, dass wir uns proben zum Raten, durch unsere Wolken. Und das ist Gott ging an, wenn wir proben unsere Seiligkeit, dass wir uns lassen heilen durch den Geist, dort proben zu verdienen, durch was wir tun. Und das ist keine Arbeit, was wir können tun, keine Worten, was wir können tun, wodurch der Geist wird man uns bleiben oder nicht. Dort der Geist in uns schaffen wird und der Geist in uns bleiben wird, dort nehmen wir an im Glauben. Wir fangen an im Glauben, wir dann Jesus Christus nur vor ihnen glauben, und ein Tag, wenn wir sterben wollen, dort bleiben wir alle an der Hoffnung, was wir haben. Dort wir wollen Jesus in aller Ewigkeit sein, dort haben wir in Glauben. Dort erst anfangen in Glauben, wiedergehen in Glauben, abhören in Glauben. So, wenn wir uns Leben nur sein tun, wenn wir uns hart unser Segen tun, was sei wir da?
Sei wie ein Christ, was braucht Jesus Christus not te feiern in seine innere Kraft oder in die Kraft, was der Herr Jesus uns geben hat. Dann wieder in der 4. Vers sagt er das. Dort ist merklich, dass die so viel von nichts geleden haben. Es ist dort merklich, dass die so viel von nichts geleden haben. Dort ist, wann du wirklich nichts durchhängen hast. Daher sein, dass es dort vergebens, dass die bekehrt sind. Es dort vergebens, dass Jesus Christus ihnen geraten hat. Es dort vergebens, dass die Hand der Gottes Kraft von Herr Jesus sein. Er sagt nicht hier, dass sie ihre Radung verlieren werden, aber er sagt, wann Jesus dort wollen, proben durch die innere Werke und Gott not zu finden, dass es so dort vergebens ist, dass sie geraten werden. So wie dann Gott, wenn wir klar sein dann, dass wir sind geraten, willst wir glauben, wir dann Jesus Christus nur feiern und glauben. Wir gehen nicht zurück nur die Satz, was keine Kraft hat, um uns zu raten. Und dann in den nächsten paar Versen von 6 bis 9 lehrt Paulus uns, dass Abraham war gerechtfertigt durch Glauben. In der 6. Vers sagt, so wie dort mit Abraham. Er glaubt Gott und dort wird ihm das Gerechtigkeit angerechnet. 1. Mose Kapitel 15, der 6. Vers sagt es das. Abraham sieht seine Vertrauen und den Herrn seine Versprechen. Und der Herr hält ihm dadurch gerecht. Wenn wir das Alte Testament lesen, dann, wir denken so, in dem Alten Testament müssen Menschen sich der Radung verdienen. Und in dem Neuen Testament will Jesus Christus erst kommen, soll wir bis glauben und dann soll wir gerat. Aber hier sei wir, dass Gott sein Plan von Anfang an einmal das gewusst. Wir wollen gerecht, wird wir glauben. Und so wie auch mit Abraham. Und Abraham, wie ein Vorbild für all die, was noch kommen würden sein von ihm. Und dann 7. Vers sagt er wieder, du kann wir sein, Abraham seine Kinder wären die glaubten. So hier sei wie dort, diese zweiten Worte Paulus reden, wären seine was Juden und Griechen hatten. Seine was nicht Juden wären und seine was Juden wären. Die Juden, die wir keine größere Maut, was einer kann merken, ist, wenn wir würden sagen, die sind Kinder von Abraham. So wer wie Abraham? Abraham, wie in dem Alten Testament, wir sind in 1. Mose mit wer er wir, aber er war der Vorvater von den Israeliten. 1. Mose Kapitel 12, der 2. Vers sagt es das. Ich war von die in der großen Feind merken. Und ich war die Seinen. Ich war die Nomen weit bekannt merken. Und die warst in seinen Seinen. So, er wird der Vorvater sein von den Volkmenschen. Und dann wieder, er wird ein Jesu Vater sein für alle die, was würden Gott leben in kraxende Weg, als was er deed. Er wird der Vorvater für alle die, was würden gerat worden durch Glauben. Und dann er wird ein Vorbild für solche, was wollen ein Vorbild sein, von was er meint, um Gott leben. So, was er hier sein wird, dass wir sind Abraham seine Kinder, was er hier sein wird, wir sind kraxe gerecht, so Abraham gerecht wird. Wir haben unsere Radung kraxe gekriegt, als Abraham seine Radung kriegen wird. Und das ist durch Glauben. Wieder in der 8. Vers, wir sind nicht zurück in Galata Kapitel 3, sagt, dass die Schrift sieht, dass all verrückt, dass Gott der Völker durch den Glauben gerecht merken wird. Und predigt du wegen alte Abraham und seht, durch die sollen alle Völker gesegnet worden. Wenn er sagt, die alle Völker, er meint, und er hält du an, alle Völker, das meint auch wie, wer wir nicht sind. Wie wir plötzlich reden dann. Wir sind alle durch Abraham gesegnet. Wo ist das möglich? Weil wie Christus Abraham durch Glauben gerat worden. Dann wieder in der 9. Vers sagt er, du wegen kriegen die du glauben, der soll sie sein als Abraham, der du glauben hat.
So hier Paulus merkt der Punkt, Eva und Eva, dort wir worden best gesehen durch uns Glauben. Wann wir proben, büter Glauben, Gott werken te doen, dat Gott uns da wat legen, dat helpt nicht an. Pret je haft mal ein Beispiel gebracht von einer 1 und einer 0. Wenn wir in Gott werk doen, dat ist es ein 0 abschreiben. Dat betekent niet hoeveel nullen we abschrijven doen, dat geeft een som van niks. Maar wanneer we dat in Jezus Christus doen, in geloven, dan wordt er een Eindhaan geschreven. Na alle die Gott werken, wat in Jezus Christus worden doen, in geloven worden doen, die talen dan, wegen die Hänger naar eind zijn. En zo is het ook, wanneer we in Jezus Christus wandelen doen. Dort, wat we in geloven doen, dat houdt wat aan. Dort, wat we niet in geloven doen, houdt niks aan. Dan redt hij wieder en hij zegt, dat wordt nach euer verzonnen, wat proeven Gott tevreden stellen, durch dat Gesetz. Von 10 bis 12 leert hij ons, dat die weer onder de Gesetz leven, zijn onder in vlucht. Hij zegt in 10. Vers, wer sich abweiken und das Gesetz verlässt, ist onder ein Flucht. Wegen der Schrift sagt, verflucht ist jeder einer, der nicht alles hält in das, was im Gesetz geschrieben steht. So was meint das? Zu uns verloren und der Gesetz. Für die Juden, was Paulus noch schreiben hat, er redet von der Gesetz, was noch Moses war gegeben, der Bund, was sie mit Gott hatten, was erfüllt wird in Jesus Christus. Für wir Mennoniten sind, wir nicht Juden sind, ich glaube, das meint irgendein System, wodurch wir proben durch unser Gott wirken, unsere Radung zu verdienen. Und uns zu verloren an das System meint, dass wir sollten uns vertrauen, uns glauben in dort, was wir tun, lieber ist dort, was Jesus all getan hat für uns. Das hat zu tun mit Glauben. Aber wenn wir proben, durch die Gesetz gerat worden, das meint, wir haben eine große Glauben in uns selbst. Und weil Gott wir sind, ist wir in Glauben haben in Gott. Und wir wollen einmal kort kommen. Die Gesetz ist nicht so, was Leben bringen wird. Er sagt hier, du hast in Flucht unter der Gesetz. Die Gesetz ist vollkommen, die Gesetz ist perfekt, die Gesetz ist herrlich, wenn die von Gott kommen wird. Die Gesetz wird zu den Juden kommen. Und viele der Menschen, die Gesetze, die wir haben, die sind gut. Aber wie wir proben, unter dort zu leben, sind einmal unter in Flucht. Und der Flucht ist das. Paulus sagt hier, der nicht alles hält in das, was die Gesetz geschrieben steht. Der ist geflucht. Der ist verflucht. Der wird verdammt. Das ist perfekt sein oder das hält nicht an. Und wie wir hier sagen, der ist nicht einer, was hier sagen wird, was perfekt ist. Wir haben alle in einer Weg oder mehrere Wege kort gekommen. Und wie wir kort gekommen sind, in die Gesetz hauen oder Menschen Gesetze hauen, aber einmal, wir sind alle unter in Flucht. Was ist der Gott Nachricht dann für das? Jesus ist der Gott Nachricht. Das meint, dass wenn wir drehen tun, von einem Glauben haben in die Gesetz, dort, was wir können tun, vertrauen haben und was wir können tun, und wir drehen um. Wir tun umkehren. Wir drehen von uns selbst, wir drehen nur Jesus. Dort ist, wo Gott seinen Flucht raufnehmen wird von uns. Dort ist, wo die Gesetz seine Flucht von uns raufgenommen wird. Dort wir frei sind und die Radung haben und versöhnt sind mit Gott. Uns Gott ist heilig. In einer Woche singen, meint wir sind schuldig für den ganzen Gesetz. So wenn wir dann sagen, ich probe so gut zu leben, als ich kann, und ich hoffe, da wird noch mal tauchen. Der ist eine schlechte Nachricht, was das Erfahrung uns geben wird. Da wird niemals tauchen. Die Hoffnung, was ein Mensch hat, dass dort, was sie getan hat, wird mal gut genug sein, ist eine ladende Hoffnung.
Du hast keine Grund von seiner Hoffnung. Wegen die Satz der bringt bloß einen Fluch. In so einer Person wird prüft in der Hoffnung den Wunsch haben, und das alles wird erst. Der ein Tag, da wird genug sein. Der wird sich sehr anschmieren für Gott. Wegen so einer wird prüfen, der die Satz, der Radung verdienen, sind einmal in den Fluch. Und dann auf der Vers sagt er wieder, dort ist klar, dort der die Satz, kein Mensch für Gott gerecht ist. Die Satz ist nicht genug. Gott sein Plan ist und erst noch einmal gewusst, dort wie der Glauben sind gerat. Die Satz ist bloß durch, um uns wissen, wo wir gerade kommen. Dort ist klar, dort der dort Gesetz kein Mensch für Gott gerecht ist. Sag wir uns von dir was erfreuen. Wenn du die noch nicht hast bekehrt, wenn du noch nicht Jesus Christus angenommen hast, der Glauben. Die Bibel sagt uns dort ganz klar, das ist nicht mehr wird sein, dort dienen Gott, ist nicht gut genug. Wie wir prüfen Gott, zum befriedigstellen mit unseren Worten. Das sagt hier, das ist klar, dass der dort gesagt, kein Mensch für Gott gerecht ist. Und dann der 12. Vers sagt wieder, dort gesagt, aber Jeff sich mit dem Glauben nicht auf. Du heit dort, wer dort det, was dort sagt, was leben. So was Paulus hier lernt, wir können nicht bad weh haben. Wir können nicht unsere Radung verdienen, der was wir tun, und auch unsere Radung annehmen und glauben. Das ist ein oder das ordnet. Einer kämpft hart, einer wird uns niemals die Radung geben, und der andere wird uns den vollen Radung geben in Jesus Christus. Wir können nicht bad probieren, unsere Radung zu verdienen, und auch in den vollen Vertrauen dort annehmen, was Gott getan hat für uns durch Jesus Christus. So von der werden wir uns entscheiden. Welche Radung werden wir probieren zum Annehmen? Die Radung, was Jesus uns geben wird, was wir annehmen und glauben und vertrauen und bloß dort, was er getan hat, oder die Vertrauen, was wir in uns selbst haben, was ganz ein Ladje Wunsch und Hoffnung ist und niemals wird taugen. Wer wir uns dort wählen, dort wir wollen und glauben, dort annehmen, was Jesus getan hat für uns. Und dann kommt der Gottes Nachricht. 13 bis 14. Sagt das und lehrt uns klar, was Jesus getan hat für uns. Christus hat uns losgekauft, das 13, von dem Fluch, dem dort Gesetz über uns brach. So was meint das wird loszeiten? Dort meint, dort war das Zeiten, dort wo erst sind wir. Ich glaube, ein Beispiel, und das Beispiel wird fertig gebracht, das ist ein Beispiel von einem kleinen Jungen, ein junger Jungen, der merkt sich ein kleines spielt sich ein Boot. Und er nimmt viel Zeit und braucht sehr viel von seinem Geld und er bietet ein schmackas Boot. Das ist sein Boot. Und dann bringt er noch einen Riefer und dann dort wird es windig und das Boot dort schwammt weg und er verlässt das Boot. Ein Tag, ein paar Monate später, geht er in die Stadt nähern, geht einen Stuhl nähern und du als kragt das Boot, was er gemerkt hat, mit seinem Geld topgestellt hat. Dann will er dort nehmen und er kann das nicht zurücknehmen, wegen dort erst nicht, dort gehört nicht in der, was das Stuhl ihnen det. Den Jungen, der gleich das Boot zu sein, er nimmt von seinem Geld und er kauft das Boot zurück. Er hat ihm das Boot losgekauft. Das ist, was Jesus Christus hat getan für uns. Er hat uns gemerkt, wie sie sind. Er hat den Preis gezahlt, wodurch wir verloren werden. So dort, wie war er losgekauft sein und wie war er frei sein von dem Fluch, was von der Gesetz kommen wird. Was kann er das tun? Er kam wir den Fluch für uns. Wenn Jesus Christus auf dem Kreuz hängen dort,
Hij betaalt den vlug, wat we ons verdiend hadden. Hij zegt, doe dir, dat hij den vlug op zich neemt. Wanneer we aan Stille Vrijdag denken dan, we denken vaak aan het zwaarste pot van de Stille Vrijdag voor Jezus Christus, wie de nail wat in zijn hang naar je slaan worden. Oder wo hij dergewipt wordt. Oder eerst van de zware dingen waar hij derging. Maar het zwaarste ding voor Jezus aan Stille Vrijdag, wie dat dienen, mijn zindenvlug, onarm gezaad worden. En door, wanneer hij op een kruis sterven deed, starf de vlug ook. De prijs wat we ons verdiend hadden. De vlug wat even ons als wilds wie die zaad niet kunnen halen. Starf met Jezus den dag op den kruis. We zijn nu vrij. We zijn nu vrij van de vlug. We zijn nu vrij van alles wat de zaad verlangen deed voor ons. We zijn vrij om Jezus aannemen en geloven. En dat vertrouwen wat hij gedaan heeft voor ons. En niets anders. En dan zegt hij wieder, willst dat staat geschreven. Wer om kruis hangt, is vervlucht. Jezus für dich, waar op een kruis hangen deed. En dat wir niet wie, wer du hängen deed. Dat wir Jezus. So waarom dat Jezus ons verzuinen, ons lostheim? Die 14e vers sagt, zodat Abraham zijn, der Christus Jezus, op de velke komen deed. En zo hebben we den Jes gekregen, die ons versprechen wir, wanneer we blijven worden. So dessen zijn wat nur Abraham ging, eeuwigheid, komt ook naar ons. We zijn verzuind. We zijn verrechtvaardigd. We zijn recht gemerkt voor God. Wilt we blijven. Wij willen dat dan niet vergeten, wat Jezus gedaan heeft voor ons. Wij willen niet teruggaan. Wie wir hand prooft, de radung te verdienen door onze goede werken. Wij willen niet teruggaan naar dat wat ons niet helpen deed. Wij willen ons vertrouwen, bloos aan Jezus zaten. Dat door Jezus, we kunnen in vrijheid leven. En niet meer in de vlucht leven, wat in de gezaad is. Ik wil ons van deel waar helpen denken. Wat is de goede nodig is. De goede nodig is dit. En ik geloof, dit eerste poort valt zich vielleicht niet naar goede nodig, maar het is. We hebben geen hoop, dat we door onze goede werken kan God tevreden stellen. So we zullen ophieren met proeven. Viele mensen zijn, wanneer ik wil mijn leven in ordning hebben, dan wil ik Jezus aannemen. Weet je, wanneer je je leven ganz in ordning hebben, dan wordt de weg niet genoeg zijn. Wanneer je zaadsen vlug is nog aan die. Dat is God nodig. Wanneer dat Jeff ons de ziel te opgeven, proeven, door onze innerwerken God tevreden te stellen. De tweede part van de God nodig in de evangelie is dit. Jezus heeft alles gedaan wat we niet kunnen. Hij heeft de gezaad kunnen volkomen halen. Hij is perfect. Hij heeft dat leven geleefd wat we niemals worden kan leven. En wanneer hij perfect is je geen vlug over Jezus. En wanneer je geen vlug aan Jezus weer, dan kan Jezus op een kruis sterven, niet voor zijn innenvlug, maar voor onze vlug. Dat wir ons vlug wordt aan weer op een kruis. En wanneer hij sterven deed, dan wordt de vlug van ons afgenomen, dat we vrij zijn van de vlug. En dan is de roep voor ons van deel, dat we kan geraad zijn door den geloven. En dan de goede nodig is voor die ook, wat al bekeerd zijn, wat de ware gebeurd hebben en wat geraad zijn.
Dezelfde kracht wat de weet om ons raden als allemaal met ons sterkt in Heilige Geest, wat ons de kracht geven dat om Jezus Christus nu volgen. Waar we niet abgeben an diese Kraft, waar we niet teruggaan naar die Menschenkraft, waar we die Kraft wonen, wat de Heilige Geest ons geven dat. Waar we van deel sluiten met een gebed. Jezus Christus, we zijn van jou dankbaar voor deze Gott en recht. In vele wegen valt zich dit niet naar Gott en recht. Wenn die Forschen von dir, die reden von einer Flucht, die reden von Menschenwerken, Fleisch, dat het nicht aanhouden deed van onze Radung. Maar Gott, die roept ons, nur das ist Gott nodig. Die roept ons, om Jezus Christus annehmen und glauben, dat wir dort weiten können, dat wir seilig sind, dat wir die Radung durch Jesus haben. Beten alle dit in Jezus' Namen. Amen.